Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Secret of Monkey Island Special Edition auf Pelzig. Ja, die großen Erneuerungen, die ich hier schon gesehen habe, sind definitiv hier die Inventargegenstände, die man jetzt als Bilder hat und nicht einfach nur als Liste, wie das früher der Fall war. Finde ich eigentlich ganz angenehm. Hat so ein bisschen was von Monkey Island 2, da war das so damals die große Erneuerung. Ich habe jetzt auch nochmal bei der Optionerei geguckt. Hoppendler. Da bin ich aus Versehen hier jetzt nochmal im Optionen-Menü gelandet. Ja, Problem ist meiner Meinung nach, dass man hier die Untertitel nicht anpassen kann. Da habe ich nämlich geguckt, ob ich das möglicherweise ändern kann, damit die ein bisschen langsamer sind. Aber ich lade euch alle herzlich dazu ein, mal, wenn ihr euch das vielleicht alle anguckt, dass ihr das Ganze mal von Englisch versucht auf Pelzig oder auf euren Dialekt oder auf Hochdeutsch zu übersetzen. Und den können wir leider nicht sprechen, den Typ hier. Ja, dass er das auch noch versucht mit der Stimme zu regeln. Also da ist mal recht die Hirnhälfte, die kreative Hirnhälfte definitiv sehr stark fordert, muss ich sagen. Dann sprechen wir doch mit dem Bürger von Meli. Hey du, hast du zufällig einen Cousin namens Sven? Ist das irgendeine Art von Coach? Oder ich habe mal einen Barbier namens Dominique gekannt. Ist das irgendeine Art von Coach? Natürlich ist das ein Coach, du Dappschädel. Macht nix. Gute Nacht. Wir wollen aber nach wie vor mit der Sprecher. Entschuldigung, aber... Oh, das bist ja wieder du. Ich hätte ganz gern mal eine Karte. Sch. Mal ein bisschen leiser, ja, der hässliche Sheriff könnte hier rumschleichen. Also, sprech mir was Geschäft. Ach Gott, hat jeden Scheiß parat hier. Wenn die irgendeine Karte kaufen willst, vor allem für den verlorenen Schatz, der legendäre von Monkey Island Trademark, gibt nur einer. Selten, sehr selten. Nur 100 Piastra. Also Pieces of Eight, so nebenbei. Das ist ja die damalige spanische Währung, die in der Karibik sehr gut angesehen war. So im 17. Jahrhundert bis 18. Jahrhundert. Das heißt halt auf Englisch Pieces of Eight und auf auf Deutsch ist es, glaube ich, Piastra, wenn mich das alles täuscht. So viel Geld habe ich nicht. Entschuldigung. Na dann, verpiss dich, Kind. Du bist schlecht fürs Geschäft. Okay, alles klar. Da möchte ich nicht weiter aufhalten. Was ist denn das für Hansel hier? Männer mit niedriger Moral. Piraten. Ey, hör auf mit meiner Ratte rumzumachen. Ich hab nichts vorgehabt mit deiner Ratte. Ich hab gesagt, hör auf, während der Ratte irgendwas zu schaffen. Ist so gut. Dann retten wir halt mal mit euch. Hey, nicht die Ratte. Magst du Ratte? Ja, vor allem in einer leichte Weinsoße. Nee, das machen wir nicht. Ja, ich liebe natürlich Ratte. Ratte sind auch tolle Tiere, wirklich. Es sind sehr intelligente Kreaturen. Upp. Sehr intelligenter als der auf jeden Fall. Naja, da gibt's eine kleine Geschichte über Crew von Ratte, die bis nach Monkey Island Trademark segelt sind. So stimmt es aber nicht. Naja, es war eigentlich eine Gruppe von Affen. Das ist ein bisschen schwer zu klar war eigentlich, Jungs. Ja, was ist die Wahrheit? Als das Schiff kam, haben sie das Schiff verkauft und das haben sie an der alte Stande drüber verkauft. Ich habe mir nicht mehr in Ratte. Bup, bup, bup. Was ist denn das eigentlich für ein komischer Schleichhansel dort drüber an der Ecke? Ach, die Menschen Karteverkäufer, hm? Unser Karte sind von Top-Qualität und nicht sowieso von einem Vogelliebhaber dort drüber auf der Straße. Was, ich mach nur Scherz. Das sind eigentlich eine Kopie von der letzten Treffer vom Monkey Island Trademark. Elterntreffer sozusagen, naja, Piratentreffer, aber die kennen wir einfach mal sofort. Jetzt halt aber die Gosch. Willst du denn nie? Naja, nur wenn man 2 Piaster dafür gibt, stelle ich muss sagen, also den Scheiß nämlich nicht mal gratis. Oh, das klingt fair. Seid ihr Jungs eigentlich Pirate? Nee, wir sind eigentlich ein Wanderzirkustrupp.
Aber die Rat, die hat einen Elefant verschreckt. Halt die Gosch. Natürlich sind wir Piraten. Das kannst du an unsere Klamotte sehen. Und was bin ich denn von uns überhaupt? Was ist denn eigentlich in dem Fessel da drin, Kerl? Marmelade. Nee, Rum, Marmelade. Marmelade, Rum. Rum und Marmelade. Das ist ein altes Piratenrezept. Das weiß doch jeder. Ich bin eigentlich sehr interessiert an der ganzen Piratengeschichte, wisst ihr? Und was willst? Wie seid ihr eigentlich in die Strohsäcke hier gekommen, statt hier auf dem Schiff zu sein und zu plündern und all den Piratenkram? So halt noch zu machen. Naja, Piraten machen hier nichts mehr, so wie wir. Das ist ziemlich. Wir sind eigentlich total unnatürlich begabte Piraten, aber ja, du, bei Monkey Island geht's halt ab, Trademark so nebenbei. Ja. Wir wollten eigentlich einen Zirkus gründen. Und ich hab da draußen geschafft, aber die Rat hat der Elefant verschreckt. Und jetzt hast du uns deprimiert. Geh heim. Okay, jetzt haben wir hier noch Minutes haben wir noch und wir haben 2 Piaster noch gekriegt. Gucken wir uns das Ding mal an. Da sind sehr viele Rechtschreibfehler drin. Ja, das kann man sich vorstellen. Da können wir eine 3. Das sind Abkürzungen, die Türe. Und das können wir mal aufmachen. Da können wir mal reingehen. Weil da wartet nämlich auch noch jemand auf uns. Okay. Wir gucken uns erstmal die Hinkle hier an. Arme Hähnchen oder arme Hühner. Wie sieht's mit dem Ding da eigentlich aus? Nee, danke. Ich berühre lieber nicht so einem gruseligen Voodoo-Zeug hier. Voodoo-Krempel. Ja, da ist ein Flasch mit Fledermausflickel und irgendwas mit Pfui Teufel, weißt du Teufel was, irgendwas mit Afferschupper und Katzeknöchel. Katzeknöchel? Gott, wie barbarisch. Aber der Rest ist in Ordnung, ne? Okay, wie sieht's denn dort damit aus, dem Hinkler? Ja, die tun im Achlet. Die Körper können wir uns auch mal angucken. Oh je, ich wundere mich, was in deine Körper da drin ist. Können wir so aufmachen? So neugierig bin ich jetzt auch nicht, was da drin ist. Vielleicht irgendwelche Giftschlange. Okay, was mit dem da, mit dem Einzelnen? Guck das mal an. Ich denke, da habe ich irgendwas drin rumschlängle gehört. Nee, danke. Irgendetwas wird wahrscheinlich rauskommen und mich beißen. Dann, Moment, Open Chicken bestimmt nicht. Gucken wir uns das mal an. Gummihuhn mit einem Karabiner in der Mitte. Wozu soll man dann das verwenden? Wir haben dort ziemlich viel Nutzer dafür, deswegen würde ich mal sagen, wir schnappen uns das Zeug mal. Wo haben wir es dann? Wo ist dann Take hier? Nochmal. Pick up, genau. Nehmt ihr das mal mit? Naja, irgendwann könnte ich es vielleicht mal gebrauchen. Also toll sieht es auf jeden Fall auch aus. Die Dinger gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Guckt ihr doch mal die Knochen an. Ach, die arme kleine Viecherle, was immer Sache war. Und der Kelch? Das ist der Kelch von einem Zimmermann. Anspielung an Indiana Jones und der letzte Kreuzzug von LucasArts, ne? Und auch generell der Film. Aber da können wir noch hingehen. Da wartet nämlich ein ganz besonders toller Charakter auf uns. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen, Sohn? Die hat im dritten Teil übrigens so unglaublich geile Stimme. Ich bin Guybrush Threepwood und ein mächtiger Pelzer-Pirat natürlich. Warte mal, du musst nix sagen. Ich kann den Namen spüren. Er ist Guybrush. Guybrush Nosehair. Nee, Threepwood. Guybrush Threepwood. Ist das richtig? Wow, das ist ja erstaunlich. Kannst du noch andere Tricks? Ich hab keine Tricks drauf. Was ich weiß, ist die Wahrheit. Wie viel kostet eigentlich dieses äußerst urig aussehende Hähnchen hier? Ah, ich hab gesehen, dass du dich schuldig fühlst, weil du mein Hinkel klauen wolltest. Behalt's, es gehört dir. Und warum wollen Sie das eigentlich nicht? Ist es irgendwie mit so einem antiken Voodoo-Fluch belegt?
Nö. The police squeaks. Achso, der Karabiner quietscht. Genau. Können Sie aus der Hand lesen oder wäre ich irgendwie reich? Naja, meine Gedankenleser-Skills, Fähigkeiten sagen mir, dass du in der Zukunft interessiert bist. Gibt es irgendwas, was du wirklich wissen willst? Ich würde mal sagen, erzählen Sie mal irgendwas, was mir passieren wird in Zukunft. Darf ich sogar aussprechen. Ich kriege Vision. Du wirst eine lange Reise machen. Ich sehe dich, dass du als Captain von einem Schiff irgendwo stehst. Yeah, ich sehe. Ja, was? Was sehen Sie? Ich sehe ihn riesig auf. Irks. Ich sehe dich in diesem riesig auf. Eklig. Wart. Es wird noch klarer. Deine Reise hat viele Parts, Teile und ich sehe dich. Du wirst hören, was niemand sollte, sehen, was niemand sollte, hören, was niemand sollte und wissen, was du besser nicht gelernt. Und was für Sache? Ich hasse Überraschungen. Nee, die Zeit ist noch nicht richtig dafür. Und wenn du irgendwas wieder wissen willst, dann kommst halt zu mir und lass mich wissen. Okay. Gewittert du nach Keidel noch einmal. Okay, das war mal ein ziemlich cooler Abgang. Wir gehen mal wieder raus. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch Gummihuhn mit Karabinerhaken gekriegt. Das ist doch mal was. Kann nicht jeder von sich behaupten, oder? So, hier gibt es auch noch ein bisschen was. Wir machen mal hier auf. Und gehen mal hier rein. Da ist anscheinend noch keiner hier. Gucken wir uns das mal an. Die Glocke bitte läuten, damit der Service kommt. Alles klar. Machen wir doch gleich. Use Bell. Ja, das schlägt niemals fehl. Ich bin gerade hier wieder weg gewesen, weil irgendein so Dappschädel jetzt auch wieder die Glocke hat. Ach, gewittert oder Keitel noch einmal, was ein Scheißdreck. Was willst du denn überhaupt? Ja, ist doch eigentlich noch ein Schwertmeister von Melee Island Trademark. Ja, der Schwertmeister von Melee Island Trademark. Ich weiß ja nicht, keiner braucht irgendwo noch dem sein geheimes Versteck. Niemand weiß das vor allem, außer mir. Ich muss doch hingehen und müsste eigentlich mal den Weg zeigen. Naja, ich glaube, ich kann den ganzen Weg durch hier latschen, zumindest einmal, bin gleich wieder da. Und nix auffassen. Okay. Tja, dann, da ist ein Schwert. Können wir mitnehmen. Was ist das überhaupt für ein urisches Ding? Der Slashmeister Trademark. Noch einmal. Das war mal ein bisschen zu schnell. Ja, wenn du ein Schwert haben willst, so scharf wie dein Verstand. Als Archäologe interessiert mich natürlich auch die Schaufel. Der Grabmeister Trademark. Und die einzige Schaufel für wirklich ernst zu nehmende Schatzsucherei. Nicht use. Ich möchte, dass du das nimmst. So. Gucken wir doch mal, ob man dort mit der Fu kommt. Und probieren das Zeug mal in echter Piratenmanier zu klauen. Ah, geht nicht. Aha. Hab dich erwischt, du kleiner Dieb. Vielleicht die Sache mal ganz gerne dafür bezahle. Wegen dem Schwert. Was ist damit? Wie viel kostet's dann? Das kostet dich 100 Piaster. Nimm's oder lass bleiben. Boah, da habe ich nicht genug Geld davor. Aha. Hier lecker. Doch irgendwas war mit meiner Zeit verschwenscht. Ja, wegen der Schaufel. Was ist damit? Wie viel kostet dann die eigentlich? Noch so ein Schatzsucher, hä? Die kostet ich 75 Piaster. 75 Piaster? Yes, ist ja leid, also so viel habe ich jetzt auch nicht. Dann pack's mal besser wieder zurück. Okay, ist ja gut. Alter Knotterhansel.
Was anderes haben wir hier leider auch nicht zu kaufen. Der Rest ist einfach nur Krempel. So, Gibt's vielleicht irgendetwas, was da überhaupt leichter kannst, du Hansel? ich guck mich einfach nur ein bisschen um, ne? Na hopp. Weck mich, wenn du irgendwas findest. Gut, sonst, wie gesagt, gibt's hier nichts eigentlich. Dom müssen wir später noch dran. Und mit dem können wir einfach so ein bisschen babbeln, oder was? Sprich mit Gewichtwarenhändler. Was willst? Nö, gibt's nix. Okay. Dass der halt weiß, wo der Schwertmeister ist, ist für uns später auch noch recht wichtig. Dann müssen wir dann hinterher schleppler. Psst. Gleich. Erst einmal gehen wir in die Kirche. Gucken wir uns da mal ein bisschen um. Ach Gott. Nö, da gibt's auch nichts wirklich für uns zu tun. Da kommen wir aber ein anderer Teil vom Spiel auf jeden Fall wieder hier. So, pst. Hey, pst, pst, pst. So, gehen wir mal hier. Hallo? Ist irgendjemand hier? Hallo? Du weißt, dass schlimme Sachen einer Person in einer dunkler, leerstehenden Ecke wie der passieren könnten. Und an deren Nacht, tja, du wär keiner da, um da zu helfen. Irgendwas Böses könnte auch mit Leuten passieren, die sich schleichen und an andere Leute von hinten schleichen. Naja, ich würde mal eher sagen, hätten sie eigentlich auch hier irgendwas gehört? Nee. Und ich nehme mal lieber deinen Namen auf. Guybrush Threepwood und ich bin mächtiger Pirat, ich bin neu in der Stadt und ich wollte gerade gehen. Na komm. Ich bin Guybrush Threepwood, der mächtige Pelzer-Pirat, natürlich. Jetzt hör ich mal zu, Peepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Ach, wie auch immer dein Name ist, hör ich mal zu. Ich bin hier der Sheriff. Sheriff Fester Scheintop. Und jetzt mal so unter uns Parastöchter, wenn du hier durch das schlechte Moment ausgesucht, hier die Insel zu besuchen. Und du sollst irgendwo an der Stieg hier für deinen Urlaub. Irgendwo, wo es sicherer ist. Yes, das allein, da fühle ich mich doch schon viel sicherer, wenn so ein Mann des Gesetzes hier rumschleicht. Ja, definitiv. Hier gibt es auch ein Poster. Oh, ein Zirkus. Ich liebe den Zirkus. Okay, hier ist auch noch die Tür übrigens, interessanterweise. Das kommt im zweiten Monkey Island dann wieder vor. Halt mal die Haare auf. Das kommt in einem äußerst urigen Kontext, das Ganze, wie ich finde. Okay. So, in der Kirche waren wir ja schon. Da hätten wir noch was. Und zwar das Gefängnis. Jo, babbeln wir doch erstmal mit dir zu. Mit dem Gefangenen kann ich retten und die Ratsch da drüben ist auch gefangen. Ey, du musst mich hier rausholen. Ich bin Opfer der Gesellschaft. Ja, nicht mit dem Mundgeruch hier. Ey, es ist hart, sein Atem hier frisch zu halten und hier gibt's nichts außer Ratte zu fressen. Okay, also der stinkt aus der Gosch wie totes Kamel. Das macht nicht so besonders viel Spaß. Und da geht's zu der Gouverneurin hier. Also nur so nebenbei. Da können wir aber jetzt noch nicht hin. Ich zeige euch auch gleich mal warum. Es ist total am Arsch der Welt hier, das Ding. Die feine Dame ist sich halt so fein, hier beim normalen Pöbel zu wohnen. Tödlicher Piranha-Pudel. Die gucken wir uns mal an. Ich glaube, da komme ich nicht durch. Können wir mit einer sprechen? Wuff. Jip, 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 jip. Okay. Ich glaube, das läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Erlaub. Dann gehen wir wieder zurück. Und ich jetzt sagen noch so eine wunderschöne Sightseeing-Tour durch Mealy Island Trademark. Machen wir uns in der nächsten Episode übermorgen auf den Weg und machen mal ein bisschen was Sinnvolles. Wir haben jetzt heute wenigstens noch 2 neue Gegenstände gekriegt. Wobei, Sache könnte ich jetzt nochmal machen. Der ist wieder fort, der Hansel. Okay. Dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder. Und zwar zu Let's Play The Secret of Monkey Island Special Edition auf Pelzig. Okay, das hat jetzt gerade überhaupt nichts gebracht. Ja, bringt überhaupt nichts. Kommen wir dort durch, irgendwo besonders hier. Ja, genau, das wollte ich doch. Ich wollte... Oh, läuft der in langer Unterwäsche einfach durch die Gegend? Nett. Ja, natürlich, ich muss sagen, auf jeden Fall, wir sehen uns immer mal wieder. Ich möchte nur gerade mal noch bis zu dem
bis zu dem Fleckchen noch Gier. Damit wir in der nächsten Episode noch was mit Weg verschwenden müssen. Den Mond können wir uns leider auch nicht angucken. So wenig romantisch ist hier in dem Spiel. Schade drum. Allerhaupt jetzt aber wirklich, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder. Machen's gut bis dahin und seid gespannt, wenn wir dann die Insel erkunden. Ayan, na, guckt zum Publikum. Ayan Yankee.